Ewiger Gott, du Schöpfer und Vollender allen Lebens, du hast meine Tage gezählt und kennst Anfang und Ziel meiner Wege. An der Schwelle zum Sonntag bringe ich dir die Zeit, die du mir in dieser Woche geschenkt hast, in einem Augenblick der Stille vor dein Angesicht. Blick in mein Herz und schenk mir dein gnädiges Erbarmen, wo ich deiner Stimme in mir nicht zugehört habe, wo ich die Bedürfnisse meiner Seele vernachlässigt habe. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wo ich mir selbst nicht gerecht geworden bin, wo ich mit Ablehnung reagiert habe. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wo ich Verantwortung auf andere geschoben habe, wo ich andere für meine eigenen Zwecke missbraucht habe. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wo ich Groll und Beleidigungen gehortet habe, wo ich die Hoffnung aufgegeben habe. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wo ich dich, Gott, nach meinem eigenen Bild geformt habe, wo ich Heiliges profanisiert habe. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wo ich nur an dieses Leben geglaubt habe, wo ich die Ewigkeit aus dem Blick verloren habe. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Und so rufen wir, der allmächtige Gott, erbarme sich unser, der vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Gemacht. Halleluja, Halleluja. Halleluja.
Aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Schöpfung hast du das Licht geschaffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Woche, am Ostermorgen in Jerusalem, hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und neues Leben begonnen. Herr unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist für uns das Licht der Welt, von dir gesandt, die Welt auszuleuchten und die Finsternis zu bannen. Die Kerzen, die wir an der Osterkerze entzünden, mögen uns leuchten am Tag des Lebens. Möge ihr Licht wie der Schein sein der Ostersonne, die uns an deinem Tag immer neu aufstrahlt.
Da ward aus Abend und Morgen der nächste Tag, lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Schwestern und Brüder, so beginnt mit diesem Abend der Tag des Herrn. Wir heißen ihn in Freude und Frieden willkommen. Diese Woche steht unter dem Thema Salz der Erde, Licht der Welt. Der Spruch, der uns durch die neue Woche begleitet, steht im Epheserbrief im 5. Kapitel und lautet: Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das Evangelium für den 8. Sonntag nach Trinitatis lesen wir bei Matthäus im 5. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich bangen? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich bangen?
Selig, die du geglaubt hast, es wird sich erfüllen, was dir der Herr gesagt hat. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Es jubelt mein Geist über Gott, meinen Heiland. Denn Großes hat er mir getan, der Mächtige. Und sein Name ist heilig. Mit seinem Arm vollbracht er machtvolle Taten. Er hat zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Die Hungrigen hat er erfüllt mit Gütern und Reiche weggeschickt mit leeren Händen. Wie er es unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinem Stamm auf ewig. Selig, die du geglaubt hast, es wird sich erfüllen, was dir der Herr gesagt hat. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie am Anfang, so
Jesus Christus, du hast deine Gemeinde berufen, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Wecke uns aus unserer Trägheit und mache uns bereit, dir beherzt zu dienen. Das bitten wir im Heiligen Geist. Amen. Und nun bitten wir dich, Gott, für alle, die an diesem Sonntag dein Wort verkündigen und hören und das heilige Mahl austeilen und empfangen. Lass sie die Geheimnisse deines Reiches erkennen und erfahren. Herr, wir warten auf deinen Tag. Lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben, der du lebst und Herr bist in Ewigkeit. Amen. Lasst uns preisen den Herrn. Gott sei ewig Dank. Es segne und behüte uns der gnädige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.